Salut zusammen. Also meine Assistenten schleppen jetzt gerade ein Velo auf die Bühne. Du hast gesagt, was mir am Herzen liegt. Das ist nicht das Velo liegt mir am Herzen. Aber ich werde heute eine Velopredigt halten. Genau. Noch fester als das Fundamento von der Bühne ist das Wort Gottes und ich lese euch den Predigtext. Galater 3, Vers 1 bis 3. Der Paulus hat in Kleinasien evangelisiert und ist eine Gemeinde entstanden und auf einmal ist die Gemeinde wieder sehr, sehr gesetzlich geworden. Und dann schreibt er ihnen: Warum wollt ihr Christinnen und Christen in Galatien das denn nicht endlich begreifen? Wer konnte euch bloß so verblenden? Habe ich euch das Sterben von Jesus Christus am Kreuz nicht deutlich vor Augen gestellt? Beantwortet mir nur diese eine Frage: Wodurch habt ihr den Geist Gottes empfangen? Indem ihr die Forderungen des Gesetzes erfüllt oder weil ihr die Botschaft des Glaubens gehört und angenommen habt? Wie könnt ihr nur so blind sein? Wollt ihr jetzt etwa aus eigener Kraft zu Ende führen, was Gottes Geist in euch begonnen hat? Das ist nicht ein wahnsinnig freundlicher Text von Paulus, aber der Paulus ist manchmal eben ein bisschen harsch. Und das vertragen wir. Ich fange meine Predigt mit einer Frage an. Wer hat gelernt Velofahren als Kind? Okay, ziemlich viel. Und wer ist dabei auf die Schnauze gefallen? Okay, wer will ein Zeugnis geben? Okay. Gut. Jetzt heute Morgen ist Velofahren ein Bild für Glauben, Wogen. Und ich werde euch das gerne demonstrieren. Jeder weiß, der ein bisschen Ahnung hat, wie ein Stuhl steht. Es braucht mindestens 3 Beine. Ja, ist sogar das Beste, wenn ein Stuhl 3 Beine hat. 4, da kannst du schon wieder wackeln. Aber 3 kannst du mit 3 Beinen unter dem Gesäß kannst du praktisch überall sitzen. Das ist beim Velo genau das Gleiche. Es braucht oben 3 Punkte. 1, 2 und der Sattel 3. Ja? Und unten braucht es für Stabilität auch 3. 1 Vorderrad, 2 Hinterrad, 3 mein Fuß, der absteht. Okay. Das ist stabil, nur komme ich nicht vorwärts. Und Glauben heisst, Wogen jetzt auf 2 Punkte zurückzugehen. Assistent, jetzt könnt ihr einmal da hinten heben. Also im Moment, wo ich woge, dann muss ich aber trampen. Oder? Jetzt muss ich da noch geschwind. Ich habe vergessen, der Ständer. So, also noch einmal 3 Punkte, 2 Punkte und dann muss ich trampen und sonst gehe ich auf die Schnur. Und das ist ein Bild für Glauben. Glauben heisst, du musst es wogen, loszulassen und vorwärts fahren. Du kommst nur vorwärts, wenn du loslässt. Versteht ihr? Und dann, irgendwann stehst du wieder ab, ist ja klar. Danke vielmals, bis später. Also, der Paulus hat diesen Leuten in Galatien, das ist ein breiter Strich in Kleinasien, hat er in Erinnerung rufen: Hey, Glaube, das ist nicht, dass du das und das und das und das und das und das und das richtig machst, sondern Glaube ist das Geschenk, dass du eine Beziehung zu Jesus angefangen hast und die Beziehung kannst pflegen. Das ist
Der christliche Glaube ist eine Beziehungsreligion. Das ist nicht, du machst Sachen falsch oder richtig und dann bist du Christ oder Christin. Sondern der Glaube, das ist eine Beziehung zu unserem Schöpfer, eine Beziehung zu Jesus, eine Beziehung zum Heiligen Geist. Und es ist ein totales Privileg für uns, dass wir nicht ans Ziel von unserem Leben kommen, nicht ans Ziel in die Sinnhaftigkeit hineinkommen, indem wir Sachen richtig oder falsch machen, sondern indem wir eine Beziehung zu Jesus haben. Das ist das Entscheidende. Für das hat der Paulus gekämpft, weil die in Galatien irgendwann sind Leute gekommen und haben gesagt, ihr müsst es richtig machen, nicht falsch und das und das und das müsst ihr. So. Jetzt gibt es bei diesem Glauben, man kann links oder rechts vom Velo runterfallen. Links oder rechts vom Sattel runterrutschen. Ich gebe euch ein Beispiel, wenn man rechts runterrutscht, dann rutscht man eben in das Du musst. Ja? Und ich habe Konfirmandinnen gehabt, die haben gesagt, ich bin ganz sicher nicht Christ, weil dann muss ich 1, 2, 3, 4 und 25, muss ich 100 Sachen machen. Und das will ich nicht, ich will meine Freiheit. Begriff ich. Du musst. Das ist nicht Glauben. Das hat nichts mit Glauben zu tun. Sondern Glaube ist eine Beziehung zu Jesus und hören, was er sagt. Und dann diesen Weg probieren zu gehen, diesen Weg zu wagen. Ich erzähle euch ein Beispiel. Ich habe letzte Woche einen Arzt getroffen und er hat mir Folgendes erzählt. Er ist katholisch aufgewachsen und er hat als Kind zur Beichte gehen. Und dann hat er gewusst, jetzt muss ich irgendetwas sagen, was ich gemacht habe. Er hat nicht gewusst, was er... Er hat gesagt, getötet habe ich niemanden. Gestohlen habe ich glaube auch nicht. Ehebrochen bin ich noch zu jung. Was könnte ich sagen? Und er hat nicht mehr gewusst, was er gesagt hat, aber irgendetwas hat gewusst, ich muss dem Priester etwas sagen. Also hat er mir irgendetwas gesagt, aber er hat gewusst, er hat gelogen. Dann hat der Priester gesagt, jetzt musst du so und so viel Ave Maria beten und dann kommst du in den Himmel. Dann wird er vergeben und dann kommst du in den Himmel. Aber er hat Ave Maria nicht beten, er hat nicht gewusst, wie das geht. Und dann hat der arme Kerl gewusst, erstens habe ich gelogen und zweitens kriege ich die Vergebung nicht, weil ich weiss nicht, wie der Ave Maria geht. Das war ein armer Sieg. Und das schafft Trauma, versteht ihr? Und das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber denk mal zurück, wie oft in deinem Leben hat dir jemand gesagt, wenn du Christ bist, musst du das und das und das machen. Ja, das ist genau das. Das ist, wenn du hier runtergehst, auf dieser Seite, wenn es in uns heisst, eine innere Stimme, du musst. So. Jetzt kannst du aber auch links runtergehen von diesem Sattel, vom Wagnis des Glaubens. Und ich gebe euch hier wieder ein Beispiel. Ich bin ein ehemaliger 68er. 1968, da hat man alle Regeln probiert abzuschaffen und gesagt, jetzt Politiker müssen eine schwarze Krawatte haben und schwarze Kittel, die können kommen, wie sie wollen. Und wir schaffen alle Regeln ab vom Zusammenleben, wir probieren alles neu. Ja? Und das war ein spannendes Experiment, weil man hat ganz viele Sachen nicht mehr müssen. Also hier ist man nicht mehr runtergefallen. Aber, ja gut, bei den kleinen Sachen ist es okay. Also wenn ich 10 putze oder nicht mehr putze und sage, wenn ich Lust habe, mache ich es, wenn ich nicht Lust habe, mache ich es nicht. Kein Problem. Wenn ich am Morgen Velo fahre und sage, alle fahren rechts durch im Kreisel, aber ich bin so frei, ich fahre jetzt links durch, dann wird es ein bisschen gefährlich. Und versteht ihr, wir leben heute zunehmend in einer Welt, wo, ja, es muss stimmen für mich. Ja, wenn es für mich stimmt, ist okay. Und die Beliebigkeit, die führt todsicher ins Chaos.
kleines Beispiel vom Verkehr. Es geht nur, wenn wir gewisse Sachen einhalten, sonst gehen wir auf dieser Seite ab. Und das ist auch nicht lustig. Das heisst also, wir können rechts oder links runterfallen oder wir wogen glauben. Und das ist genau das, was Gott uns schenkt. Er sagt, du bist ein Geschöpf von mir, ich habe dich gern, ich will eine Beziehung zu dir, ich rede zu dir, probiere auf mich zu hören und wog glauben. Also Vox, Assistenten sind nicht gerade so hoch, aber die können sich vorstellen, also Vox, weder links noch rechts abzustützen, weder bei dem Gesetz noch bei der Beliebigkeit und wog glauben, fahr mir entgegen. So, und jetzt erzähle ich euch 4 Beispiele, um das zu demonstrieren. Erstes Beispiel aus dem Alten Testament. Der Abraham, Mann von der Sarah, Freund Gottes heisst es, und der hat so gern Nachwuchs gehabt. Und ist nicht eingetroffen. Und dann ist er älter und älter geworden und Sarah auch. Und dann haben sie überlegt und eines Tages sind 3 Gestalten bei ihm zu Gast gekommen. Der Abraham, müsst ihr euch vorstellen, wie so ein Wüstenscheich, der hat die empfangen, die haben mit ihm gegessen. Und die 3 haben ihm gesagt, Abraham, das nächste Jahr hast du einen Sohn. Der Abraham, okay, lässig, gut, freue mich. Und dann ist nichts passiert. Es ist nichts passiert. Der Abraham und Sarah haben überlegt, was wir machen. Und dann ist in den Sinn gekommen, Sarah sagt, ich habe ja auch noch eine Sklavin, die Hagar, die ist jünger als ich und die ist noch im gebärfähigen Alter. Und es gibt ein Beduinengesetz, wo, wenn die Hagar gebiert und ich als Sarah fange das Kind auf, dann gilt es als mein Sohn. Abraham gang mit der Sarah ins Bett, mit der Hagar ins Bett. Okay, Abraham hat das gemacht. Die Hagar ist schwanger geworden, der Ismael ist geboren worden und Sarah hat den Ismael aufgefangen und dann ist der Sohn da gewesen. Nur das Problem war, dass der Abraham und Sarah sich selber irgendetwas zurechtgelegt haben. Das wäre eben auf dieser Seite. Es gibt so ein Gesetz, wo machen wir so. Und Gott hat ganz andere Pläne gehabt. Gott hat nämlich Sarah schwanger werden und das ist dann auch passiert. Und Sarah hat den Isaac geboren. Und jetzt haben sie ein Problem gehabt. Weil nämlich die Hagar gesagt hat, und wer ist der Erstgeborene? Hä? Und dann haben die 2 Frauen Streit gehabt und es hat ein Mais gegeben. Und den Mais haben wir bis heute. Vom Ismael stammen die arabischen Völker ab, vom Isaac stammt Israel ab. Bis heute ein Problem. Und versteht ihr, das ist ein Beispiel, wie der Abraham sich etwas zurechtgelegt hat als Glaube und Gott Vertrauen. Ich gebe euch ein nächstes Bild, der Paulus selber. Der ist aufgewachsen als junger Jude und hat sich zum Lebenszweck gemacht, alle Gesetze zu erfüllen. Und das hat er sehr gut gemacht. Und er war einer der strengsten Richtigen gewesen. Heute wurde man so der ultraorthodox mit dem schwarzen Hut, weißes Hemd, grossen Hut. So. Und er hat das so saugut gemacht. Und dann war für den Paulus ein Problem gewesen. Da gibt es eine Sekte, eine christliche Sekte, die berufen sich auf irgendeinen, der wieder leben soll. Und dann hat er gesagt, die sind völlig daneben. Glauben an Gott glauben heisst Gesetze erfüllen. Und er hat die Christen verfolgt. Und dann vor Damaskus ist ihm Jesus begegnet. Der Paulus, hey, wer bist du? Und Jesus sagt, ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus Christus. Jetzt gehst du in die Stadt und du wirst blind sein, aber man wird dir sagen, was du zu tun hast dort. Der Paulus lässt sich in die Stadt führen, der Ananias kommt, legt ihm die Hände auf und sagt, Gott schickt mich, dass du wieder siehst und
mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Und von dann an hat der Paulus ein völlig verändertes Leben geführt. Er war nicht mehr auf der Seite vom Gesetz gewesen. Er wusste, das gibt es. Aber ich will jetzt nur noch vis-à-vis von dem Auferstandenen von Jesus Christus leben, auf ihn losen, Glauben wogen. Und das hat ihn durch unwahrscheinliche Höhen und Tiefen durchgebracht. Aber das war sein Leben gewesen. Jesus vertrauen, Glauben wogen. Ein nächstes Beispiel. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von Martha und Maria. Ich sage sie euch noch mal geschwind. Jesus kommt bei 2 Frauen zu Gast und Martha, oh, Jesus kommt. Jetzt muss man wahnsinnig Mühe geben. Das beste Geschirr, das beste Essen, alles rüsten. Hoppla, 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 und du musst. Und was hat ihre Schwester Maria gemacht? Hockt einfach bei Jesus, los dem zu. Und dann wird Martha verrückt und sagt, hey Jesus, schau mal, ich muss alles allein machen. Und Jesus sagt, Maria, geh ihr helfen. Jesus sagt, Martha, wieso machst du so eine Eselsmühe? Schau mal, Maria, jetzt bin ich da, ich will gerne mit euch in Beziehung sein. Also die Martha ist auch jemand, der ihren Glauben definiert hat von, du musst anständig und gut und brav und... Oh. Noch ein Beispiel. Es kommen eine Anzahl Männer in den Tempel zu Jesus und schleifen eine Frau mit und sagen, wir haben die verwünscht beim Ehebruch. Und nach unserem Gesetz muss die gesteinigt werden. Was macht Jesus? Er haut am Boden und schreibt in den Sand. Und dann dringen die da oben auf hin und da unten auf der Augenhöhe von Jesus haben sie die Frau an, die Frau hingechattert und er ist auf Augenhöhe mit ihr und er schreibt in den Sand. Und von oben tönt es, hey, mach etwas. Du bist Rabbi, du bist Gesetzeslehrer und Jesus schreibt alles in den Sand. Was machst du eigentlich, heisst es von oben. Steht darauf, ist auf Augenhöhe von diesen Männern und sagt, wer von euch ohne Sünde ist, soll der erste Stein auf sie rühren und sie steinigen. Und dann gehen sie alle raus. Und dann fragt er die Frau, ja, und jetzt hätte niemand verurteilt? Sagt sie, niemand. Und dann sagt Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Aber du kannst es besser machen. Gang in Frieden. Und jetzt stellt euch vor, wenn Jesus, der Rabbi war, der alle die Gesetze kennt hat, wenn er gesagt hätte, okay, es steht in den 5 Büchern Mose, wer Ehe bricht, wird gesteinigt. Stell dir vor, was das ausgelöst hat. Und Jesus ist so genial, dass er die Frau schützt, trotz dem Gesetz, weil er am Boden hurt und eine Beziehung zum Vater im Himmel hat und wartet, bis er weiß, was jetzt das richtige Wort ist. Das ist Glaube. Das ist können losen und richtig handeln. Versteht ihr? So, und jetzt brauche ich noch meine Assistenten. Okay, jetzt machen wir das mal da rein. Also, ich fasse zusammen. Glauben heisst, weder links runterfallen ins Gesetz fallen, noch rechts in die Beliebigkeit, wo du alles machst und es gibt Chaos. Glauben heisst, auf Jesus schauen, ihm vertrauen und loslassen da unten. Im Gesetz loslassen, bei der Beliebigkeit loslassen und trampen, vorwärts kommen. Nur so kommen wir im Glauben vorwärts, wenn wir Jesus vertrauen. Und ich sage euch, das ist jetzt hier oben auf der Bühne relativ einfach. Aber, ja, ist toll. Es ist einfach, aber
es ist auch schwieriger, weil wir können nicht mehr sagen, ja, das Gesetz sagt, du musst, ich bin brav, sondern ich wage wirklich auf Jesus zu hören. Und Jesus sagt, wer auf mich lost, können abstellen. Danke vielmals. Jesus sagt, wer will auf mich hören, der hört meine Stimme. Meine Schafe hören meine Stimme. Oder Jesus sagt, bittet, so werdet ihr empfangen. Also wenn ich neu nicht weiter weiss, ich helfe euch. Jesus macht uns die Zusage. Und ich werde euch einfach Mut machen zum Glauben. Bleibt sitzen zum Beten. Jesus, danke vielmals, dass du da bist, der uns nicht verurteilt und kaputt macht, wenn wir Fehler gemacht haben, auch wenn wir riesige Fehler gemacht haben. Danke, dass du da bist, der am Kreuz sagt, und ich stand für dich gerade. Und du musst keine Angst haben. Und wog du Glauben mit mir. Und ich segne euch heute Morgen, dass ihr den Glauben nochmal wogen könnt. Und ich segne besonders die Eltern unter uns, die Kinder erziehen, wo man manchmal muss sagen, das geht und das geht nicht. Aber ich segne euch Eltern, dass ihr den Glauben könnt vorleben könnt, dass ihr den Kindern immer wieder könnt sagen, schau, es geht um Beziehung zu Jesus und wir wollen euch lehren, auf den Jesus zu hören. Und Vater im Himmel, wir brauchen immer wieder Mut. Du weißt um all die Situationen, wo es in uns heisst, du musst. Du kennst unsere Traumata. Du kennst dort, wo wir schief gewickelt worden sind von Einflüssen, von Autoritätspersonen, von Ideologien. Und ich segne euch, dass ihr nochmal wogt zu glauben, die Beziehung zu Jesus zu vertiefen. Und ich segne euch, dass ihr seine Stimme hört. Amen.